Talk it like Louis D. Ja. Was geht, Es geht was wieder geht? los, wir sind wieder back in Business! Wow, 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 Schweiz im vierten wow. Achtelfinale. Endlich wieder, Wir es sind ist time for Lucy. Vamos! Yeah, du Stärke rauf. 3 schauen, 3 hören. Yeah, it's time, it's time. Die Musik hören. Wir müssen ja hier auf dem Witz. Ja, Mann! Hello, hello! Ja, hallo, schön in den Reinschatten. Ja, danke vielmals. Schön gesehen wir uns wieder mal raus. Absolut, ja. Heute hat mir Alle sagen 4 Leute das. gesagt, yeah, you know. Und heute habe ich einen lebenden Beweis, der auch sagt, dass, wo er auch vielleicht erzählt, dass wir zusammen trainieren. Aber das machen wir später. Wir haben eigentlich nur wegen dem geholt. Genau. Wir haben dich nur wegen dem geholt. Der Luz hat dich nur wollen, damit du kannst sagen, er trainiert Endlich, weil wirklich. sonst niemand glaubt mir. Alle denken, die Stories, die ich immer poste, sind so mit Photoshop bearbeitet. Aber nein, Leute, ich trainiere. Ich probiere es. Ich bin die letzten 3 Mal nicht gewesen, aber... Ja. Herzlich willkommen, wir haben einen jungen Mann am Tisch mit einer sehr spannenden Story. Herzlich willkommen, Driton Deda. Hello! Sorry für die Energie, die wir jetzt dir gerade gegeben haben, glaube ich. Hey, ich habe ja schon ein paar von euren Podcasts gesehen und habe mich immer gefragt, wie ihr das macht mit dieser Energie und ob das dann wirklich so ist, wenn ich da bin. Und? Ist gut? Hey, absolut. Nice. Richtig. Kurzer Applaus für uns selber. Ah, jawohl! Das ist immer das Ziel am Anfang, dass wir die Leute ein bisschen auspushen. Und nachher geht es in Deep Talk. Weißt, falls du jetzt voll müde wärst vom Arbeitsalltag, Ja, du genau. Du bist ja frisch Papi, nochmal herzliche Gratulation. Ja, Junge. Dankeschön. Frisch Dankeschön. Geburtstag, Ja, Happy Birthday. Dankeschön. frisch 28 geworden. Opa. Nicht ganz. Nein, danke dir vielmals, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast, hier mit uns zusammenzuhocken und einfach über Gott und die Welt zu reden. Ja, sehr gerne, freue mich. Eben, also, du hast ja beim Training hast mich das erste Mal darauf angesprochen. Also stimmt, der Luz trainiert. Jawohl, der Applaus für mich selber mal da. Ja, Mann! Hey, erzähl mal, was ist die letzte Woche so los gewesen? Was bist du dran? Wie geht's dir? Was machst du? Hey, mir geht es super gut. Die letzten paar Wochen ist sicher auf der einen Seite bin ich Papi geworden, vor etwa 2 Monaten. Ja, schön. Und ja, heimkommen, zum ein bisschen schauen, Windeln wechseln, Schauen, wie er liegt. schauen, wie er liegt. Er macht ja noch nicht so viel. Aber jetzt kann er langsam so ein bisschen schauen. Ist schon mal ein bisschen spannender als jetzt gerade der erste Monat. Und EM natürlich. Ja, absolut. voll. Bist du gross an der EM dabei bis jetzt? Hey, ich probiere so viele Matches wie es geht zu schauen. Gerade so die Nachmittag-Match mag ich meistens nicht her, aber so die 6-9 Matches bringe ich schon her. Und Weißt du, jetzt jetzt gehe ich so- ins Halbfinale gar nicht jetzt noch schauen. Ja, Ah nein! Ja, Ah, Ticket geil. für München. Wow! Weißt du, Hoffen wir, machst dass du machst das am besten mit den 3 Matches. Also ich habe es jetzt so gemacht, ich kann jeden Match schauen. Du musst einfach Termine eintragen, Meeting. plötzlich funktioniert es. Das ist ein bisschen schwer, glaube ich, im Driton, dass er das kann. Nein, das geht Erzähl nicht so mal, geil. Driton, was machst du? Genau. Erzähl mal unseren Zuschauern. Ja, was ich mache, ich bin der Geschäftsführer, der CCO von der Also Schweiz. Von der Also Schweiz AG. Die Also ist mittlerweile ein internationaler Konzern, über 30 Länder tätig. Und wir sind, wenn ich den Leuten einmal erkläre, was wir so genau machen, ich sage immer, wir sind so eines der grössten Unternehmen, die niemand kennt. Was auch richtig ist. Das ist schon so, ja. Ja, das ist effektiv so. Also, schlussendlich sind wir ein Technologie-Provider. Also ganz egal, wo du irgendwo ein Handy gehst kaufen oder ein Notebook oder Display oder sonst irgendetwas, dann gehst du meistens zu einem Reseller. Und die müssen das ja auch irgendwo kaufen. Und die kommen dann in der Regel zu uns. Also wir sind weltweit einer der grössten Partner von Microsoft, HP, Apple. Also sind ihr eigentlich zwischen, ich sage jetzt mal einfach zwischen Apple und Mobilezone? Zum Beispiel, ja. Und wieso gibt es einen Zwischenschritt? Wieso könnt ihr nicht direkt zum Herstellen? Können's. Also es gibt auch ganz viele, die das direkt machen können. Der Vorteil, den wir anbieten, ist in der Skalierung schlussendlich. Also du musst dir vorstellen, es gibt in der Schweiz irgendetwas zwischen 8.000 bis 12.000, es gibt keine genauen Daten, aber es gibt irgendetwas zwischen 8.000 bis 12.000 relevante Reseller, die irgendetwas mit Technologie handeln. Wenn du jetzt Hersteller bist, also Apple zum Beispiel, jetzt kannst du 8.000 bis 12.000 unterschiedliche Verträge machen. Du brauchst dann 8.000 bis 12.000
Betreuer, oder also hast ja nicht einen Betreuer pro Kunde, Kunde, aber du ja. brauchst logischerweise Betreuer, wo die Kunden betreut und so weiter und so fort. Und für die ist es natürlich ein Vorteil, wenn sie einfach zu einem gehen können und wissen, okay, gut, wenn ich zu dem gehe, dann sind, keine Ahnung, davon irgendwie 4000 sind wir schon mal abgedeckt. Oder? Also in der Skalierung haben sie natürlich einen enormen Vorteil. Ja. Und auf der anderen Seite geht es aber auch um Wertschöpfung. Oder? Also Ware muss ja auch bewegt werden. Du kannst jetzt entweder eine grosse Lieferung an einen Standort machen und nachher die Feinverteilung von dem grossen Standort, also das wäre dann wir machen. Oder aber du müsstest direkt ab China, direkt ab den USA an 12'000 Adressen einzeln liefern. Und das macht dann einfach keinen Sinn. Was machst du? Ich bin der Geschäftsführer von dem Unternehmen. Also was wir machen ist... Standort Schweiz, oder? Standort Schweiz, ja. Wir sind ein Gründungsland. Wir haben dieses Jahr das Jubiläum. Also die Firma ist... Wir sind ja in Emmendaheim. Und die Firma ist in Hergiswil gegründet worden. Das sind 1984 ist das gegründet worden. Irgendeiner hat mal genau die Idee gehabt. Er hat gesagt, hey, eigentlich, das sind Anfangszeiten vom Internet gewesen, Anfangszeiten überhaupt von der IT-Software. Genau. Und er hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, hey, wenn ich direkt einen Vertrag mache mit irgendeinem von diesen grossen Herstellern, dann kann ich nachher jedem Anbieter hier in der Schweiz die Produkte zur Verfügung stellen. Das hat er dann sehr erfolgreich gemacht und von dort aus ist dann nachher die Expansion gekommen über ganz Europa. Also wir positionieren uns auch als europäischer Konzern in der IT. Das ist doch sehr interessant. Glaub, in einer 4,5-Zimmer-Wohnung ist es mal gegründet worden, soweit ich mal informiert worden bin. Ja, Das genau. jetzt Ja, und, genau. jetzt, wenn du dir vorstellst, in 30 Ländern vertreten. Ja, also es ist eine mega spannende Geschichte. Wir haben ihn getroffen vor kurzem. Also einer von der Gründer, der Bruno Gabriel. Also gut, 84 ist noch nicht so lange. Ja, 1984 gegründet worden. Der lebt noch, der hat uns das allererste Strategiepapier mitgebracht. Ja, ja. Aha. Ja. Okay. Er hat 1983 hat er auf einer Seite, ich meine, man muss sich vorstellen, der Businessplan, eine Seite. Ja gut, nur schon, dass im 83 einen Businessplan hast. Ja, gut. Weißt du, Ja. muss man schon sagen, dort ist einfach so, ich fange mal an. So. Ja, das stimmt. Ja. Der 1983 hat er wirklich einen Businessplan gemacht und ist dann auf Investorensuche gegangen. Das ist 1984 ist er mit der Firma Wow. gestartet und ein paar Jahre später für damalige Verhältnisse unvorstellbar viel Geld hat er die Firma verkauft. Also vergleichbar heute mit der ganzen Silicon Valley Story. Ja. Also wir sind eigentlich so ein klassisches Startup-Unternehmen, so Garagenunternehmen, wie man es heute eigentlich kennt aus dem Silicon Valley. Ja, so, Okay. also die American Dream Stories, so, das sind ja eigentlich so genau. genau so die. Und wie lang bist du im Unternehmen tätig? Ich bin jetzt seit 8 Jahren im Unternehmen tätig. Also das Unternehmen selber kenne ich natürlich schon ewig lang. Ich habe in der IT angefangen. Das war mein allererster Job gewesen. In einem von der, ich sage jetzt schon mal, von der ersten Online-Shops in der Schweiz. Ja. Also ich mag mich noch gut erinnern, wo Digitec Galaxus online gegangen ist. Ich mag mich noch erinnern, wo Brack online gegangen ist. Also ganz viele Online-Shops. Und wir haben dann immer das Gefühl gehabt, ja, uns gibt es ja schon länger und die möchten uns alles so ein bisschen nachher. Weißt, Du bist schon alt. ja, ist das Willi dabei? Aber nicht bei der Gründung selber. Nein. Und also ist das Unternehmen gewesen. Also du bist als Händler, als Online-Shop, das hat es dann auch noch nicht gegeben. Das ist auch für einen Also ist das eigentlich aufregend gewesen, weil niemand hat das richtig verstanden. Ich meine, ein Newsletter ist eine riesen Erfindung gewesen. Ja. Also wir haben dann noch mal herausgefunden, ich mag mich noch erinnern, die Diskussion, die wir damals mit dem Chef hatten, das gesagt hat, da gibt es etwas, das nennt sich Newsletter. Oder? Was ist das? Das ist wie eine Zeitung, aber online. Oder? Und die Leute sehen das. Ja, das sind so die Anfangszeiten wirklich vom Internet, wo wir gestartet sind. Und also hat dort schon mit dieser Firma zusammengearbeitet. Und dann hat uns eigentlich einen Vertreter besucht. Mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Er hört die Story aber nicht so gerne. Mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Da ist er reingelaufen und mein Chef damals, der hat so viel Respekt gehabt vor ihm. Ich war ja dort in der Lehre. Ja, die also kommt und so. Oder? Wir haben uns dann alle, weißt, wir haben dann auch müssen aufräumen und so. Yeah. Und da ist er reingelaufen und habe ihn gesehen und habe gedacht, das will ich auch mal. Das wirklich? Ja. Also der Respekt oder die Aura, die er hatte? Einfach die Aura, die er hatte. Also das Selbstverständliche, das, wie der reingelaufen ist, wie er Business gemacht hat, wie er gewirkt hat auf die Leute. Wie gesagt, irgendwann will ich das auch mal. Und irgendwann will ich für die Firma arbeiten. Und wow, und jetzt Geschäftsführer in der Schweiz. Big Respect. Ja, Was heißt denn? Wow. Was heisst denn Geschäftsführer? Wie viele Leute tust du direkt, indirekt führen? Was kann man sich das vorstellen in der Schweiz? In der Schweiz sind es ein paar hundert Mitarbeiter, also genaue Zahlen
ist manchmal auch schwierig zu ermitteln, weil wir haben auf der einen Seite Office, wir haben auf der anderen Seite Logistik, das ist aufgeteilte, Festangestellte und temporäre Mitarbeiter. Das heisst, je nachdem, wie viel das zu Ja, ist. statt einfach haben wir mehr oder prozentuale weniger- Stellen, so 2-4 oder. Ja, also es sind mehrere hundert Mitarbeiter am Standort in Luzern. Und ja, also die ich direkt führe, das ändert sich. Je nachdem, wie gerade unsere aktuelle Organisation aussieht. Im Schnitt, sage ich mal, sind das irgendwie zwischen 15 bis 20 Leute, die ich direkt führe und alle anderen Mitarbeiter dann indirekt. Ja, die sind dann einfach in Genau. anderen Teams, andere Abteilungen. Ja, spezifisch. genau. Erzähl mal, Briton, deine Anfangszeiten. Wie hat das überhaupt angefangen? Du hast ja schon deine Ziele in der Lehre ja schon gehabt, mal Geschäftsführer zu werden. Aber wie hat es schon vorher angefangen? Erzähl mal, wie du überhaupt in der IT-Welt reingekommen bist. Hey, Du hol ein bisschen raus. ja, das ist wirklich ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen eine lustige Story. Also, schau, ich meine, wir sind, wo wir in die Schweiz gekommen sind, noch dazu, also, ich bin ja nicht in der Schweiz geboren. Als wir in die Schweiz gekommen sind, wir sind ja keine Kriegsflüchtlinge, wir sind politische Flüchtlinge, als wir in die Schweiz gekommen sind. Wann bist du gekommen? Im 91 91, bin ja. ich in die Schweiz gekommen. Und die ganzen Kriege sind ja dann nachher 94 Ja, bis ja, 98. vorher, oder? ja. Ja, genau. Also noch. Und Nachher. Nach 91. Also ich meine, vor dem Krieg ist er gekommen. Ah, ja. Je nachdem, von welcher Sichtweise. Ah, Aber ja. nachher wird natürlich Jetzt auch habe ich es stimmen, gecheckt, sorry. ja. Und das ist so die ganze Gastarbeitergeneration, die dann die Familie nachgeholt hat. Und das hat wie in meinem Umfeld hat's niemand gegeben. Also ich bin auch der Älteste gewesen, so ein bisschen aus meinem direkten Umfeld. Das heisst, wir haben gar nicht gewusst, wie das so richtig läuft. Oder? Also ich habe ganz normal die Schule gemacht, Kindergarten, Schule, Primar, Oberstufe und. Und dann kommt ja irgendein der Moment, wo es heisst, ja, was möchtest du mal für eine Lehre machen? Ich habe gar nicht gewusst, was eine Lehre ist. Also, Du hast nicht gewusst, was ein Lehrer ist. das sagt ja niemand. Aha, ja. Ja. Das hat ja niemand gesagt. Also, du bist ja auch viel zu spät gewesen, oder? Ja, also, ja. wenn die Lehrer das erste Mal fragen, hast du schon eine Lehrstelle, dann bist du ja schon ein halbes Jahr zu spät. Oder? Die meisten von uns wissen, du solltest schon viel früher anfangen. Genau. Das heisst, ich habe das alles nicht gewusst. Und gell, als 14-, 15-Jähriger mit deinen Kollegen redest du ja nicht über Lehrstellen. Das heisst, auch keiner von meinen Kollegen hat etwas gesagt. Also, wir haben keine Ahnung. Also, das höchste der Gefühle war, einen guten Job zu finden. Eigentlich war wie klar, Oberstufe fertig und nachher findest du einen Job. Alles gut. Und ich vergesse das nie mehr. Ich wollte immer Koch werden. Ich habe immer gerne gekocht. Ja. Ich habe immer gerne gekocht. Okay. Und dann, Auch noch speziell als junger Balkaner. Ja. Als junger Balkaner, als Mann will ich kochen. Ja, ist jetzt nicht so. Ja, das ist so, Weißt, das das ist jetzt so. Erzähl, Das ist du der darfst, Standard, ja, du ja, darfst offen reden. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, er ist auch ein Albaner und er hat, oh mein Gott, hoffentlich sehe das jetzt sind 2 oder 3 Schwestern und er hat gesagt, er hat gerne gekocht als Kind. Und ihm ist es nicht verboten worden, aber mir so, du musst es gar nicht können. So. Entweder kochen sie oder die Mutter kocht, aber du musst es nicht können. Ja. So. Weißt du, man ist jetzt nicht gerade so naheliegend, dass das gerade so. Aber ja, speziell. ja, gell. Also irgendwann sind ja dann die ganzen Kriege ausgebrochen. Ja. Und es hat dann wie so einen Moment gegeben, wo unser Pass hat's einfach nicht mehr gegeben. Oder? Also Okay. beim ersten Krieg in Slowenien, Kroatien. Ah, ja. Das wissen viele nicht von den Jungen, aber so die Älteren, die wissen das noch. Irgendwann ist jetzt einfach das Land, wo du eigentlich geboren bist, jetzt aufs Mal nicht mehr gegeben. So auf einem Tag gefahren. Dein Pass ist nicht mehr gültig gewesen. Und alle hätten jetzt alle neue Pässe beantragen. Wir haben das nicht gemacht. Das heisst, wir sind so eine Zeit lang so eine Mischung zwischen Sans-Papier und. Also, wir haben dann nicht können reisen während der ganzen Kriegszeit. Das ist auch auf Schulreise, ist das immer cool gewesen. Also, wir sind, vergesse ich nie mehr, wir sind auf Graubünden, 4. Oberstufe, sind wir auf Graubünden ins Schullager und praktisch jeder Tagesausflug ist über die italienische Grenze gewesen. Ja. Habe ich überall nicht mitgehen. Ich habe 1 Woche lang Ping-Pong gespielt in der Jugendherberge. Oh, nein. Während die ganze Klasse da die coolen Wanderungen gemacht hat Ja, ja. und immer wieder auf Italien und wieder zurück. Und, das habe ich alles nicht machen. Und habe mich dann auch recht stark eingesperrt gefühlt. Und Essen ist etwas, wo du die Welt kannst erleben kannst, ohne dass du reisen musst. Ich habe dann angefangen Italienisch kochen, angefangen Asiatisch, angefangen so das sehr Gefühl schön von gesagt, eingesperrt sein. Mit Essen hat jeder die Möglichkeit, eine andere Kultur kennenzulernen. Ganz egal, wo du Absolut. bist. Darum Essen. Essen ist für mich extrem wichtig. Und darum wollte ich dann auch unbedingt Koch werden. Ja, es ist Schöner so- Grund. Mega schöner Grund. Schöner Grund. Ja.
Heute viele Applaus. Ich glaube, er hat In der Anfangszeit, ja voll. Ich esse auch gerne Leute. Der nächste Gast soll uns mal etwas essen mit Ja, wirklich. so Baklava oder so irgendetwas, wäre auch geil. Ja, und dann ist, aber ich habe das ja nicht gewusst, dass man auch eine Lehre machen kann. Ich habe das alles nicht so richtig gecheckt. Und dann ist, wie irgendwann ist dann doch noch die Frage gekommen. Ist die Lehrerin vorher hergestanden und gesagt, liebe Schüler, was wollt ihr mal werden? Welche Lehre wollt ihr machen? Da habe ich das erste Mal davon gehört, dass man eine Lehrstelle muss haben, dass man eine muss suchen. In dem Moment? In dem zum ersten Moment, Mal ja, zum ersten Moment gehört. Okay. Und, und, dass alle schon eine Lehrstelle haben. Also ich habe nicht nur gecheckt, ich habe nicht nur realisiert, dass ich keine habe und nicht weiss, was es ist, sondern alle anderen haben es schon gewusst. Also was reden wir da? Von welchem Jahr? Wow. Das ist 4. Oberstufe, Du bist Jahrgang? 86er, 86. Das wäre 14, 15. 4, 15, 16, 17. Ja. Okay, ja, um 2000 rum. Ja. Ja, auch schwierig, auch ganz eine andere Zeit. Weißt, Ja, wir sind 10 Jahre jünger als du. Ja. Das ist auch noch mal- ist noch mal, ist ein ist noch mal ganz Riesenunterschied, anders gewesen, ja. Und dann hat das jeder gesagt, so, ja, ich habe eine Lehrstelle dort, ich habe eine Lehrstelle dort. Und ich habe einfach nichts gehabt, ich habe das erste Mal davon gehört. Und dann ist sie zu mir gekommen und ja, es ist dann nachher nicht so gut ausgegangen, das Gespräch für mich. Auf jeden Fall ist es dann nachher weitergegangen und bin dann ins Berufsinformationszentrum, ins BIZ. BIZ, Ja, ja. damals. Und ich bin dann so beleidigt gewesen, dass ich nicht gewusst habe, dass es eine Lehrstelle gibt, dass mir das niemand gesagt hat. Also richtig stur. Bin ich dort reingelaufen, dass ich angeschaut habe, dann wirst du begrüßen. Ja, grüezi, Herr Dede, was wollen Sie denn mal werden? Was sind deine Interessen? Und Ja. ich habe sie angeschaut und habe gesagt, was ist das Beste, was man machen kann? Und dann ist so eine pädagogische Antwort zurückgekommen, ja, es geht ja nicht gut oder schlecht. Ja, ja. Oder? Es geht und dann habe ich sie wieder unterbrochen und gesagt, was ist das Beste, was ist aktuell das Beliebteste, was man machen kann? Dann hat sie gesagt, KV. Oder ins Büro. Dann habe ich gesagt, also gut, das will ich machen. Dann hat sie gesagt, ja, aber für dich ist es vielleicht ein bisschen schwierig aufgrund von Herkunft, weil Noten sind eigentlich immer gut gewesen. Mit dem habe ich nie ein Problem gehabt. Aber so Herkunft, das musst du gut überlegen. Es gibt Berufe, die passen vielleicht besser zu dir. Dann habe ich gesagt, nein. Abgebrochen, bin heimgegangen und habe Bewerbungen geschrieben. Und früher musste ich ja noch von Hand Bewerbungen schreiben und dann Geil. 250 Bewerbungen später habe ich eine Lehrstelle bekommen. Wow! Das ist ein krass. selbst verdient. 250 Bewerbungen. Alles per Hand geschrieben. Alles vorhanden. Alles von. Ming, ja. Ey, und so hat es dann angefangen. Und das war in dem Online-Shop. In einer Okay. 5,5 Zimmer-Wohnung in Emmenbrock. Also, Und, Dort das ist habe ich meine Lehre deine gemacht. Lehre auf 4-jährige Lehre, oder? Ja, 3-jährig. 3-jährig ist, jetzt ist er 4-jährig, oder? Das KV. das kann Ah nein, das KV, Nein, ah, das das KV KV, sorry. stimmt. Ja, das KV Ja. ist Er sieht einfach aus wie ein Maurer. Du hast schon Ja. Ah, wow, okay. Und so bin ich dann nachher eigentlich in die Branche hineingekommen. Also ich meine generell praktisch alles, was ich gemacht habe im Leben, ist extrem stark mit dem Kopf durch die Wand. Schon, Ja. Ist das auch so ein bisschen, wie du Business machst? Oder wie du Mm, führst? Oder wie du in der Businesswelt unterwegs bist? Ja, kommt schon ein bisschen her. Also nicht im Sinn von mit dem Kopf durch die Wand, im Sinn von Sachen also aufbrechen oder sonst irgendwie, sondern schon sehr, sehr hartnäckig. Also wenn ich mir das Ziel vornehme, aber das habe ich schon immer gehabt. Also wenn man etwas vornimmt, dann schon sehr, sehr beständig, sehr hartnäckig, sehr zielstrebig. von wo Es kommt braucht das? dann vieles, um mich davon abbringen, dass ich, Ja. dass ich von dem Weg abkomme. Von wo kommt das? Dass du so hartnäckig wirst, so ehrgeizig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, vieles hat schon mit Erziehung zu tun. Ich habe das auch sicher vorgelebt bekommen. Mein Großvater war so, mein Vater war so. Also es sind Männer oder Leute, Vorbilder, die das effektiv vorgelebt haben. Okay. Die sind sehr gerade gewesen, sehr strikt, prinzipientreu. Hat auch auch eine andere Generation. Das, Eine andere Generation, ja. Und das eigentlich. Aber ich habe mir dann auch von innen nichts sagen lassen. Okay. Also wir sind dann, auf der einen Seite sind wir gezogen worden, du musst so zielstrebig sein, und auf der anderen Seite aber auch, du musst alles hinterfragen. Also auch mein Vater bis heute hat das dann recht lang gesagt, dass ihm das irgendwann ist das auch ihm zu schlecht gekommen. Ich habe dann irgendwann auch nicht mehr auf ihn gelassen. ja. Weißt du, ich bin es einmal witzig, gerade so bei denen, wenn zwei sture Parteien, jetzt Sohn und Vater miteinander im Kontakt sind und beide, du hast dann so den autoritären Respekt vor dem Ja, Vater. genau. Er erwartet von dir dass er die Authentizität auch so hat und den Status. Aber beide wollen sich gegenseitig nicht sagen lassen. Weißt du,
Ja, Los ist zu, aber ich lasse mir nichts sagen. Aus Prinzip so der Film finde ich als junger Mann aber nicht mehr witzig, wenn das auch wieder bei jungen Leuten so siehst. Ja, ich glaube, das macht ja jeder ein bisschen durch. Ja, absolut. Weißt du, so die Entwicklung, wo dann langsam deinen eigenen Charakter langsam auf eigenen Beinen stehst. Und finde ich auch wichtig, schlussendlich, dass das effektiv so passiert. Aber ja, ist ihm schon genug oft auch nicht gut reingekommen, weil er sagt, ja, ich habe euch zwar auf der einen Seite so erzogen, aber auf der anderen Seite wäre es mir eigentlich lieber gewesen, würde ich manchmal einfach machen, was ich sage. Wäre viel einfacher. Aber wieso, du hast ja vorher gesagt, es ist fast immer so ein Kopf durch die Wand gewesen. Wieso? Aber wie hat sich das immer gegeben, dass es immer so schwer war für dich? Hast du dich immer müssen beweisen bei jeder Situation, oder? Ja, also was ich halt ganz oft bin, ist immer ein bisschen der Erste. Also das hat ja schon im direkten Umfeld angefangen. Oder? Ich bin der Erste, der sich hat müssen integrieren, oder? Das ist so für Gastarbeiter ist das ja noch nicht so ein grosses Thema gewesen, aber aufwachsen da ist ja nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Ja. Und durch das bin ich dann auch geschäftlich nachher sehr oft einfach der Jüngste im Raum gewesen. Also ich habe dann meine Lehre abgeschlossen, habe das dann nicht schlecht gemacht, bin dann ins Militär, habe dann einen Job gehabt. Und dann hat es wie so eine Situation, weil ich Französisch gelernt habe im Militär, habe ich dann noch mal Einkauf machen für Frankreich. Oder? Es hat gar keine Einkäufer gegeben zu dieser Zeit, die gleich alt waren. Die waren meistens alle älter wie ich. Das heißt, ich bin dann noch mal der jüngste Einkäufer gewesen, oder? Und du setzt dich ja immer durch gegenüber deinen Peers. Also der Primus inter pares, oder? Das ist so ein bisschen das Ziel. Das heisst, Ja, hast du einen Benchmark mit anderen halt. ja, genau. Und dann musst du dich natürlich immer durchsetzen. Du musst dich immer beweisen. Genau. Und dann kommt noch dazu, dass du halt, wenn du ein bisschen eine Vision davon hast, wie du sein oder was du machen willst, musst du ja auch ein bisschen weit ein System austesten und weiterentwickeln. Und ab dem Moment, wo du im Bereich Weiterentwicklung bist, hast du so viel Gegenwind. Oder? Es stellt sich Definitiv, alles dagegen. Und es geht nur, wenn du ein bisschen hartnäckig bist. Ja, definitiv. Weil ich finde auch, jetzt geht spannend, einerseits, du bist sehr jung für die Position. Genau. Hast einen Migrationshintergrund, bist tätowiert, weißt du, es ist nicht so, dass so der Prototyp Herkules, wo man oft mal, oder des Öfteren mal so sieht in so Positionen. Ich meine, nur schon da hast du ja viel mal durchkämpfen, oder sehe ich das falsch? Ja, das wüsste ich wie nicht. Schlussendlich der Werdegang, also im Detail, ist ganz oft Leute, die an mich geglaubt haben. Und ich bin bis heute davon überzeugt. Weißt, ich habe ja auch Karriere nie so angestrebt. Weißt, es gibt ja Leute, die sagen sich so, jetzt habe ich diese Position, dann in 5 Jahren das und dann das. Das finde ich interessant. Du das habe ich noch nie gehabt. Du wirkst aber nicht so... Ja, das habe ich nie gehabt. Was ich immer... geil. Hä? So Karriere geil. Ja, aber du wirkst jetzt nicht so und das macht es noch interessant. Weißt du, also dass du nicht mega angestrebt hättest und trotzdem so erreicht hast. Ja, also, ja, danke. Soll ich Applaus geben? Ja, weiss nicht, wie ich auf das antworte. Aber es ist wirklich so, wo ich tief im Inneren davon überzeugt bin, ist, dass wenn du das, was du machst, gut machen willst, dass sich alles andere ergibt. Das heisst, mein oberster und mein grösster Fokus ist immer auf dem, was ich gerade mache. Und je mehr ich mich auf das fokussiere, was ich mache, und das probiere erfolgreich zu machen, desto mehr Türen gehen auf. Also ich bin nicht einer, der eben an Türen geht klopfen, solange bis sie aufgehen, sondern ich eigentlich immer das, was ich mache, immer schon sehr, sehr gut machen. Und dass irgendjemand außer mir einen Vorteil daraus hat. Ob das jetzt Unternehmen ist, ob das Arbeitskollegen sind, ob das eine direkte Vorgesetzte ist und alles andere ist dann nachher wie gekommen. Oder? Automatisch. Ja. Also es klingt jetzt wirklich blöd, aber ich sehe das heute auch noch. Der grösste Fehler, den Leute machen, wenn es um Karriere geht, ist, dass sie ganz oft mit dem Kopf noch jemand anders sind. Oder dass sie gar nicht schätzen wissen, was sie gerade machen. Dann zu wenig Fokus haben auf dem, was sie machen. Und schon eigentlich mental sind sie schon, ja, weißt du, ich will mal, oder? Ich will mal Teamleiter sein, oder ich will mal der Chef sein oder sonst irgendetwas. Und das tut sie ganz oft eigentlich danach dazu behindern, dass sie weiterkommen, weil sie durch das vernachlässigen, was sie eigentlich machen sollten. Ja, der Fokus nicht da ist. Ja, laserscharfer Fokus auf das, was du machst. Und alles andere passiert oder es passiert nicht. Weißt du, es muss dann jemand anders sehen. Ich sage immer, das ist ein Spruch, den ich oft brauche.
Weißt, am Ende des Tages, ich stehe jeden Morgen auf und gebe mein Bestes. Ob es reicht oder nicht, entscheidet jemand anders. Ja, stark. Hey, ich habe einmal also absolut zum Unterschreiben. Absolut zum Unterschreiben. Ich habe mal einen Satz in einem Buch gelesen. Viele Leute machen extrem wenig und dann nachher darüber klagen, dass sie nicht gewonnen haben. Ja. Und ehrgeizige Leute, also hungrige Leute, die geben alles und sind sich nachher darüber am Fragen, ob sie alles gehen, ob es gelangt hat, was gemacht haben oder Ob nicht. sie genug, Ja, ob es genug gehen oder nicht. Weil Das das ist so. geht so in die Richtung. Ja, das kann ich schon ein bisschen bestätigen. Weil ich meine, ich habe, egal wie viele Leute ich kennengelernt habe, ich war ja immer in einem Grosskonzern, immer international gearbeitet. Ja. Falls ihr euch an meine Kochstory erinnert, ich habe mich früher für fremde Kulturen interessiert und habe dann eigentlich schon immer in Unternehmen arbeiten, wo ich nachher reisen darf. Ja. Das habe ich immer gehabt. Das ist eigentlich das einzige Kriterium an einem Arbeitgeber, das ich immer gesucht habe. Ah, wirklich? Ja. Geil. Dass ich andere Länder besuchen und bin jetzt in Europa mittlerweile schon überall gewesen, in Asien schon 1000 Mal. Also bist du jetzt mittlerweile vom Bündnerland auf Italien übergekommen? Ja, genau. Ja, mittlerweile, Jetzt ja. hast du den Pass, oder? Ja, jetzt habe ich den Pass. Mittlerweile komme ich, Nice. darf ich auch vom Bündnerland auf Italien und habe so viele Leute kennengelernt, die erfolgreich sind und die haben alle eins gemeinsam. Die sind einfach extrem diszipliniert. Ja. Nichts ist, also es ist nie einfach. Also all die das Gefühl haben, ja, nur weil ich jetzt da ein bisschen ein geiler Sieg bin und das wird dann schon gehen. Ja, das ist absolut falsch. Ja. Das ist eine interessante Story von deiner Reise. Du bist wirklich viel gereist, wie du immer erzählt hast. Was für Länder hast du? Du hast aber auch Südamerika, bist auch schon gewesen. Du bist in vielen verschiedenen Ländern gewesen, nicht? Ja, also reise auch privat sehr Ja, viel. viel, gell? Ja, und geschäftlich sowieso, also eben China, Taiwan, Südostasien, mittlerweile fast in jedem Land. Also vor Europa. allem Produktionen besuchen, oder? Ja, du hast auf der einen Seite grosse Messen, dann hast du irgendwelche Hauptstandorte, wo in unterschiedlichen Ländern sein können. Und von Zeit zu Zeit musst du dann dort auftauchen, entweder zum Vertrag machen, Präsenz zeigen oder sonst irgendetwas. Ja, ich habe wirklich ein paar Storys, die ich gerne erzähle, so an einem... Hawaii News. Weißt du, so Am Cocktailpartys. Ja. Eine von meinen absoluten Lieblingsstories ist, ich habe da also als Business Development Manager angefangen. Und das Ziel war, ein neues Business machen. Oder mehr gleich mehr. Ja. So, das ist ein bisschen das Ziel. Und mit einem guten Kollegen, bin ich heute noch gut befreundet mit ihm, wir sind dann viel umeinander gereist zum Vertrag holen. Oder? Wir haben dann probiert, neue Herstellerinnen zu holen und sind dann oft an die Messen. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass du praktisch keinen Termin bekommst, wenn du nicht schon einen Termin gehabt hast. Ja. Oder? Und wir sind dann an die Messe hergegangen und dann, die haben uns ja nie nicht erwartet. Wir haben keinen Termin gehabt, die haben uns nie nicht reingelassen. Und Access zu der Messe haben wir gehabt? Ja, zu der Messe, weil da kannst du einfach zahlen, da kommst du einfach rein. Ja. Aber dass du nachher ein Meeting bekommst mit irgendjemandem, der irgendetwas zu melden hat, Genau. praktisch unmöglich. Ja. Und was wir dann irgendwann herausgefunden haben, ist, dass du an diesen Messen hast, die sind ja auch fremd dort, die sind ja auch angereist. Das heisst, oft an diesem Empfang sind irgendwelche Studenten oder Studentinnen, die ja auch so über Agencies eingebucht werden. Und wenn du mal erkannt hast, dass die haben ja keine Macht über dich, du kannst ja einfach innen vorbeilaufen. Und ich kann ja schon sagen, nein, du darfst nicht rein, weil, weißt, weil du keinen Termin hast. Aber effektiv, weißt du, was wollen sie machen? Ja. Die können sich ja nicht... Security rufen. So. Ja, genau. Sie können maximal Security rufen, aber du hast ja keine physische Barriere. Es ist ja immer nur eine mentale Barriere. Ja. Sich wo zu du schämen, an musst denen durchbrechen. vorbeilaufen. Ja, genau. Das ist Und, rudisch. und wo wir das erkannt haben, sind wir einfach am Empfang vorbeigelaufen. Oder? Die so, ja, haben einen Termin und wir total selbstbewusst reingelaufen und die hat dann auch nicht weiter nachgefragt. Und die haben innen dran so einen grossen Glaskasten gehabt, Meeting. So eine Meetingroom aus Glas. Also du hast reingesehen und dort drinnen ist die Person gehockt, die Geschäftsführerin von dem Unternehmen, das wir treffen wollten. Die hat aber ein Meeting mit 2 anderen. Und wir sind dann dort draussen rumgelungert und haben uns dann gefragt, ja, wie machen wir das jetzt, wie sprechen wir sie an und. Und irgendwann haben einfach die Türen aufgerissen, wir sind reingelaufen, hergehockt. Ja. Dort sind aber schon 2 andere gehockt. Okay. Dann hat sie uns angeschaut, wir haben sie angeschaut, oder? Die anderen zwei haben uns angeschaut, wir haben sie angeschaut und die so, weißt du, so, excuse me, und wir so, sorry, ihr seid spät. Das ist unser Meeting.
Und sie so, ja nein, aber wir haben es ja da im Kalender. Und ich so, ja sorry, das muss ein Fehler sein, aber ihr müsst jetzt gehen. Da sind die einfach aufgestanden und gegangen. Mal. Wie alt bist du? Hey, was ist das gewesen? Keine Ahnung, 30. Vor 8 Jahren, also ziemlich am So Anfang. ein ekelhafter Sein. Ja. Und dann sind wir zu zweiten dort gehockt und die haben uns natürlich angeschaut. Hey, wer sind ihr eigentlich? Was wollt ihr da? Weißt du, ich habe gerade ein Meeting mit denen gehabt. Und die tun mir mega leid. Falls ich die jemals wieder treffe, ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, aber es tut mir Wenn sie wirklich jetzt leid. vielleicht zuschauen, gut, die verstehen vielleicht kein Schweizerdeutsch. Nein, sie sind nicht aus der Schweiz gewesen. Hey, sorry, das ist unser Meeting, ihr seid falsch. Und die haben sich nicht getraut zu werden. Die sind einfach Ja, aufgestanden. So, der hat vielleicht recht, weißt du? Ja. So geil. Ich habe jetzt gedacht, weißt du, was du sagst irgendwie? Ich habe gedacht, du kommst jetzt mit, ich bin 3,24 gewesen, weißt du, so, in dem Film, so damals mir noch alles scheißegal. Und dann kommt da 30. Aber wie vorher gesagt, mit Kopf durch die Wand, brutal. Ehrgeizig, sein Ziel erreicht. Mit der haben wir geredet, oder? Ja. Also, wir haben auch gewaltige Ziele gesetzt. Weißt du, wir haben ja, unsere Abteilung ist ja frisch gewesen, uns hat es ja noch nicht lange gegeben. Ja. Und wir haben gewaltige Ziele gesetzt. Was wir das Gefühl haben, was wir leisten mögen. Okay. Und wir haben dann irgendwann realisiert, ja, vielleicht haben wir es mal ein bisschen zu voll. Weißt du? Ja. Und dann musst du halt liefern. Ja. Und mit ihm zusammen, wir sind dann wirklich viel umeinander gereist. Okay. Also wir haben dann ab und zu auch jemanden mitgenommen und die meisten haben so nach einem halben Tag die aufgegeben. Weil die haben ja schon auch oft das Gefühl gehabt, ja, die möchten jetzt einfach ein bisschen plauschen und ein bisschen, Ja. aber es ist Knochenarbeit. Also, Kaltakquise ist. Ja, Kaltakquise ist Ganz Schlimmste. grusig, ja. Ist wirklich Knochenarbeit. Aber das ist eine von meinen Lieblings. Aber jetzt, also für mich der wichtigste Punkt. Hat es geklappt? Nein. Das ist eine geile Story. Ich habe schon gedacht, aber jetzt mache ich es auch immer so, aber geil. Aber ich finde, der Einsatz ist wild. Absolut. Der ist mega wild, man. Den finde ich stark. Es hat nicht einmal wegen ihnen nicht geklappt. Es hat wegen uns nicht geklappt. Nein, Wegen? okay. Ah, schade. Aber Sie wir haben haben den- diesen Einsatz gegeben. Ja, sie haben den Vertrag wählen, aber wir sind dann halt trotzdem genug Profi gewesen. Wir haben wirklich die ganze... Weil du bekommst ja erst dann Preise über und dann weißt du eigentlich, was so ein bisschen Go-to-Market-Strategie ist. Dann haben wir unsere ganzen Analysen gemacht, haben die Berechnungen gemacht und gemerkt, hey, das ist gar kein profitables Business, muss dann wieder absagen. Was denkst du, du liebst es ja, andere Kulturen kennenzulernen. Ja. Oder eben, wie du sagst, du reist auch gern oder bist auch schon sehr viel gereist. Was bringt dich das weiter, so viel Reisen oder mit anderen Kulturen? Kannst du es vielleicht unseren Zuschauern erklären, was es für dich gebracht hat, was es vielleicht für andere Leute kann bringen, dass sie, wenn sie andere Kulturen oder immer reisen, in ein bisschen andere Länder sind, wie sie sich dann persönlich vielleicht können weiterentwickeln mit dem? Also im Job hat es mir mega viel gebracht. Weil ich glaube, das Thema ist interkulturelles Verständnis. Wir leben in einer Absolut. globalisierten Welt. Oder? Egal ob auch im Privaten. Oder? Wir haben heute Kontakt zu allen Ländern. Das Internet macht es möglich. Und interkulturelles Verständnis ist etwas, wo mich persönlich als auch beruflich weitergebracht hat. Und das ist einer der wichtigsten Gründe. Warum sich die Leute reisen empfehlen, so persönliche Weiterbildung. Nicht nur, es ist ja nicht nur der Plausch, oder es gibt Wunder auf dieser Welt, die haben wir in der Schweiz nicht. Wir leben schon in einem sehr, sehr schönen Land, aber es gibt Wunder auf dieser Welt, die sind es wert, besucht zu werden. Egal, weißt, das kann nicht sein. Wer schon mal in Venedig war, egal wie touristisch oder überlaufen war, weißt, niemand kann sagen, dass Venedig nicht ein Wunder ist. Genau, das ist Wenn du das siehst, oder weißt, so der Zauber von Paris oder auch so das Urbane von Berlin, das kann, egal wie oft du das gesehen hast, es ist immer beeindruckend. Und je weiter du gehst, desto beeindruckender wird es auf der einen Seite. Bist halt umso weiter weg von deiner eigenen Kultur. Ja, Weißt du, umso weiter weg du Ja, bist. genau. Das ist so. ja. Wie viel Sprachen kannst du? Nicht so viel. Hast du nicht gesagt, vor Französisch kannst du auch? Ja, also Französisch, Deutsch, Albanisch, Englisch, Französisch. Das ist schon gut. Das ist schon mehr als genug. Ja. Ja, das ist ja top. Es sprachen nur Deutsch, es sprachen nur Albanisch. Er kann eine Sprache. Er kann halb Deutsch und halb Albanisch. Weißt du, Ja, gibt's immer eins. Das nennt sich Emmenbruck. Ich bin 10 Mal aufgewachsen. Nein, ich finde vor allem, weißt du, das mit dem interkulturellen Verständnis. Ich finde, zum Beispiel jetzt gerade witzige Story, wenn du jetzt eine Story erzählt hast. Ich habe es dir vorher erzählt. Ich bin am Montag den Murat Yakin gesehen, in Frankfurt. Ich bin mit dem Match gesehen. Und nachher läuft also der Team. Wir sind im Hotel gewesen, wo die Family und Friends vom Staff war, also von den Spielern und von allen.
Wir haben das am Anfang nicht gecheckt. Wir haben das Buch dann nicht gewusst, oder? Noch zuerst mal gesehen, den Vater vom Akanji ist ja neben mir und ich sage ihm so, ich bin der Zusammenfassung am Schauen und ich habe gecheckt, dass das er ist. Dann sage ich so zu ihm, ich so, wie ist der Match gestern im Stadion? Also, ist geil, ist super gewesen, ganz gut, mein Sohn war super. Dann ich so, ja, ist super gewesen, aber bei Maisa, das Füllkrug, ist er schon ein bisschen weit weg gewesen. Nein, Barjaka, diese Jacke, Granit war ganz weit. Das ist so ein bisschen, okay, gut, das war funny gewesen. Und nachher sehen wir 15, 20 Minuten später gesehen wir den Murat Yakin. Nachher 2, 3 Leute bei ihm und er ist nicht mit allen reden. Ja. Und ich so, ich irgendwie, willst du nicht einfach voll anrennen zu ihm und ihn heben oder so? Ich muss schon noch irgendwo durch Respekt haben. Was machst du bei so einem Schweizer mit türkischem Migrationshintergrund? Murat Abi, ich gebe ihm so mit Faust. Nachher so am Lachen schaut er mich so an. Ich so, gestern super Match gemacht, gratuliere, viel Glück für den Samstag, oder? Also mehr als 4 Mal geilen Anzug, sagt er mir. Ich habe einen Schweizer Trainingsanzug angehabt. Okay. Der hat auch einen angehabt. Und ich so, merci du auch, aber mir steht er ein bisschen besser. Dann schaut er mich an, gibt mir einfach so einen Nackenklatscher. Er so, Dann haben wir ein Foto gemacht, ein ganz sympathischer Typ. Aber das für die weißt du, aber ja, so, wenn du nur schon ein paar Wörter auch schon, ein paar, das ist auch damit der Sprache, weißt du, wenn du so ein paar Fetzen hast von der Sprache, macht es gerade sympathisch, wenn jemand deine Sprache ein bisschen kann. Mega. Absolut. Also ich setze mich auch, ich meine, ich tue mich extrem mit diesen Ländern auseinandersetzen, wenn ich irgendwo hergehe, egal ob privat oder geschäftlich. Dass ich mich vorbereite, dass ich mich einlese, in die Leute, die ich treffe. Oder? Alles, was ich finde, dass ich dort schon mal ein bisschen irgendetwas herausgefunden habe. Weil vieles ist ja online. Also keine oder wenige Leute sind glaube ich, total unsichtbar. Und es hilft dir. In jedem Aspekt hilft es. Und ich finde, du verlierst ja nichts. Ich verstehe Leute nicht, die sich ein bisschen gegen andere Kulturen verbarrikadieren. So. Ja, weil du verlierst ja nichts. Es sagt ja niemand, du musst deine eigene Kultur aufgeben. Ja, also, wenn du Angst vor anderen Kulturen hast, nur weil du das Gefühl hast, dass du deine eigene Kultur verlierst, dann sagt das viel mehr über dich aus als über die anderen Kulturen. Das ist so. Und Informationen ist Power. Das ist Macht. Also das ist, genau. Weil wenn du nur schon irgendwie weißt, wie man sich begrüßt in dem Land, bist du schon mal einen Schritt weiter als andere. Welches Land würdest du empfehlen? So, das würdest du sagen, das Land besuche ich das unbedingt. So, das dein Favorite. Mein Favorite Land? Ja. Schon schwierig. Ja, schwierig. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf... Also hast du etwas, was underrated ist, vielleicht so? Jordanien. Etwas underrated ist Jordanien. Wie fliegst du auf Amman oder wann fliegst du? Amman, ja. Du kannst eins von der underrated... Erstens ist es super, super freundlich. Du kannst es mega gut bereisen. Also du kannst selber ein Auto mieten und im Zeug umeinander fahren. Es ist sehr authentisch, weil es ist nicht so das Oil-rich Nahostenland. Also du hast ganz viel, die haben auch ganz viele Bewohner, du triffst ganz viele Jordanier. Ich meine, wenn du in die Emirat gehst, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Emirati triffst, ist gleich 0. Und die haben extrem viel Kultur. Also du kannst in Amman selber auch schon, weil die haben auch so das ganze Thema Römische Reich, die haben aber auch das Ganze noch vor dem Römischen Reich, also das Nebatäische Reich, Königsstraße geht dort durch. Petra ist dort, Jerash ist dort. Du kannst als Tote Meer fahren, du kannst von der anderen Seite. Die sind halt auch geografisch mega spannend gelegen. Weißt du, gerade zwischen den zwei riesigen Kulturen. Also, weißt du, wenn du so Richtung Irak und so gehst, ist ja gerade zwischen denen und Europa. Das ist schon mega spannend gelegen. Große Kulturen. Mega, ja. Und sie haben halt auch alles. Sie haben Berge, also wenn du so in Richtung Norden, Richtung Süden gehst, haben sie Orte, wo grün sind. Du kannst in Richtung Saudi-Arabien, oder je weiter, desto mehr Wüste. Dann Süden ist auch viel Wüste, so die ganze Wadi Musa-Region. Und halt Petra. Also Petra muss jeder, finde ich, mal eigentlich. Okay. Absolut. Kennt ihr Petra? Nein, ich kenne das. Mir sagt es jetzt gar nicht. Kennt ihr ihn? Ihr kennt Petra? Ja, sind eben zu jung. Das ist Was ist für? Erzähl mal. Stadt Petra, das ist jeder, der Indiana Jones gesehen hat, weiß wer. Ah, wirklich? Ja, das ist Stadt aber Petra. das ist einer von den alten Indiana Jones. Ja, okay. Der alte Indiana Jones. Boah, weil ich habe den Film gesehen, ja. Ich habe den Film gesehen und habe gesagt, irgendwann will ich dort her. Das ist mit dem Tor, oder? Jetzt weiss ich, dass viele Influencer sind auch dort gewesen. Haben immer die Videos gemacht. Ich weiss jetzt welches, ja. Aber das habe ich im Fall auch schon ein paar Mal mit Orten, wo ich einfach unbedingt wollte an einen spezifischen Ort gehen, wegen einem Film. Ja. Hast du das auch schon gehabt? Ja, sicher. Sehr weißt du, für dich so etwas gewesen? Boah.
Jetzt gerade. Also für mich zum Für Beispiel. mich ist es LA, wo ich jetzt letztes Jahr war. Einfach Das ist ja- The Whole City. Ja, Weißt du, für mich, hast du Blood In, Blood Out gesehen? Ja. Den Film. Ja. Hast du den gesehen? Ja. Mit Vatos Locos und so, Ja, oder? ja, ja. Dort hat es eine Szene, wo der Miklo sagt, ich weiß nicht mehr, so, der ist mein Lieblingsfilm, darum weiß ich gerade, der Schauspieler und so, der Blondie von denen, wo er sagt, dieser Baum ist East Los Angeles für mich. Ah. Noch ist einfach so ein Pinienbaum dort Ja. und ich gehe jetzt am 20. Juli verleihen mit meiner Frau. wirklich? Ja, voll. Ah, nice. Und ich habe gesagt, mir ist scheißegal, aber So egal wie gut. weit, ich bin schauen, wie weit das weg ist, voll unnötig, ich hoffe, sie schaut das jetzt nicht, weil ich habe gesagt, es ist nicht so weit weg. Voll unnötig, dort hinterher fahren, ich will nur ein Foto mit dem Baum machen, einfach, dass ich kann sagen, ich bin So Blood In, Blood Out, ich bin Vataloco. Ja, das finde ich mega cool. Haben wir auch gemacht. Wir haben ja eine längere Reise gemacht in den USA. Das mit 21 mit meinem besten Kollegen Ja. gemietet. Geil. Mega gut. Einfach ein bisschen im Zeug umeinander cruisen. Und wir haben das auch viel gemacht. Wir sind ganz viele Orte nur besuchen wegen Popkultur. Entweder Songs oder Ja, aus Film Prinzip, oder ja. sonst. Einfach aus Prinzip, ja. Hammer. Ja. Aber wir haben auch ganz vieles schon festgestellt, das gibt es gar nicht. Ja, das ist voll, vor allem bei den Amis. Ja. Vor allem dort Ja. hinten wird ja ganz Viel viel. nachgebaut. Also, Ja, ja. bist du, sagen wir auch, Hollywood, wie sagen wir? Walk of Fame. Nein, nicht Walk of Fame. Venice wie Beach, soll ich oder? sagen? Nein, Universal Studio. Ja, Bist du ja, die gesehen? ja, ja. Und du hast gesehen, wie sie das aufbauen. Ja, also, logisch. die gibt es in New York, wo Ja. sie nachgebaut haben, sogar ganz. Also, das ist Hammer. Oder Desperate Housewives, es gibt die Häuser, haben sie alles nachgebaut. Mhm. Oder Nelly Dilemma. Der Song, das sind alles Häuser, die gar nicht bewohnt sind. Da ist zum Beispiel Ja, etwas. Der Nelly, er selber ist ja von St. Louis. Das ist ja East Coast. Und ich habe mir einfach gesagt, ich will unbedingt mal auf St. Louis. Weil ich bin früher noch mit Pflaster rumgelaufen, weißt du, als, Sicher. als Okay, mit, du mit, bist einer von irgendwie, denen. mit irgendwie 14 einfach rumgelaufen. Mit 14, weißt du, von Frauenfeld, sicherste Stadt in der Schweiz, weißt du, gemacht Stecherei, weißt du. Laufst du so umeinander. Ja, Zufall, weißt du. So gut. Ja, aber das finde ich finde Reise auch etwas Hammer, Fundamentales. Hammer. Ist auch schön, nicht immer mit der gleichen Person irgendwo Ja, hingehen. voll. Weißt du, wenn du mit verschiedenen Leuten gehst. Aber es ist auch schwierig, du kannst auch nicht mit jeder Person reisen. Ja, das so, das sowieso. Du Ja. musst schon jemanden finden, der das auch. Ja, aber da bin ich weg, habe ich auch schon gemacht. Ja, schon. Ja, ja. Was, bin bist schon du auch weg? Ja, ja. Im Flüger habe ich schon gemerkt, hey, das wird nicht nach 12 Stunden Flug gelandet. Ich habe gesagt, ich halte keine weitere Sekunde mit dir aus und bin dann einfach weg. Ohne Scheiß. Ja, also Also- ein guter Kollege. Ja, Also Nein. immer noch ein guter Kollege, oder? ja. Einfach gesagt, du. In der Ferien läuft es nicht. Ja. Ach, komm, ich geh weg. Ja, brutal. Ja, was hat er dich angespuckt, oder? Wie Nein, hast du das verkackt? lange Story, aber gell, du, ich meine, Ja, merkst halt schon, ja. ja, du merkst einfach irgendein. Wie lange habt ihr euch gekannt? Ja, zusammen aufgewachsen. Merkst schon schnell, 20 Jahre aufgewachsen, irgendwann plötzlich, Bruder, es geht leider nicht, sorry. Reisen merkst du schon, siehst du die Leute Nein, schon Reise ist, Ja, ja. Reise ist komplett etwas anderes. Ja. Also ich meine es nur ganz so schnell im Flugzeug, das finde ich intens schnell. Aber weißt du, so nach ein paar Mal schlafen, wenn dann plötzlich mit den 2-3 Mal pennt hast, dann merkst du dann schon, ja gut, das matcht nicht so fest. Aber im Flugzeug habe ich es noch nie gehört. Aber Ja. Ja, wir haben mit dem besten Kollegen, wo wir die USA-Reise gemacht haben, haben wir auch so einen Moment gehabt. Weißt? Irgendwie so nach 2 Wochen, wir haben einfach noch so voll voneinander gehabt. Ja, ja. Er hat andere Interessen gehabt als ich. ja. Und dann in San Diego haben wir uns auch getrennt, eine Woche. Ja, wirklich? Ja. Okay. Ich habe Also, gesagt, ich hey, finde das, ich ja. brauche einfach, ich brauche mein Space. Ich Ja. habe eine Woche lang in San Diego so am Strand auf einer Veranda verbracht. Es war mega schön. Bist du einfach allein gereist? Ja, und er ist Fotos machen. Wir sind zurückgekommen nachher zusammen und er hat mir die Fotos geschickt und über die Hälfte von diesen Fotos, an diesen Ort bin ich nicht mal gesehen. Einfach posten. Ja. Geil. Weißt du, wir haben das dann so unserer Familie gezeigt Ja, und, so, ja. und dann die Fotos gezeigt und so, wow, mega schön. Wo ist Weißt du, der? live ist sicher noch schöner. Und ich dachte, ich bin auch nicht dort gewesen. Er ist alleine. Wir haben uns dort getrennt gehabt. Hast du das alleine anschauen? Keine Ahnung. Wo er hat wachsen. Weißt du, auch so allein. Ich finde, so Alleinreise habe ich noch nie gemacht. Ich hätte das schon immer noch mal machen, aber bis jetzt nie geschafft. Das ist, ich finde es super speziell. Ich finde das so recht mutig, wenn du das machst. Also, wieso, kannst du das gut, einfach alleine reisen? Du hast Ja. es auch schon gemacht, ne? Ja. Ich finde das brutal. Ja gut, also ich muss ja auch ganz oft. Oder haben müssen Ja, ich meine ganz jetzt, oft. ja gut, geschäftlich finde ich jetzt etwas Das ist schon anderes. was anderes, geschäftlich, nicht? Findest du? Weißt du, wie oft habe ich schon allein in einem Restaurant gegessen? Weißt du, Leute schon, Table for One. Schau dir an. Weißt du? Ja, aber gut, dort bist du. Gut, das finde ich schon ein bisschen anders so. Ja, finde ich auch. Aber wenn du jetzt bewusst irgendwo gehst, ein Land bereisen und allein willst du einfach die Kultur kennenlernen, die Sachen anschauen,
Finde ich schon speziell. Nein, das habe ich schon auch noch nie gemacht. Also, dass ich allein losgereist bin, Ja, habe ich noch schon, nie ja. gemacht. Ja. Okay. Dass ich allein zurückgekommen bin, habe ich auch schon gemacht. Oder halt Ja. allein nachher vor Ort gewesen bin. Okay. Aber gestartet ist schon Aber ich würde das gerne mal machen. meistens in einer Einfach Gruppe. probieren. Und, Ja. ja. Ja, für dich, weißt du, es gibt auch Selfie-Sticks. Ja, Also, du voll. brauchst einfach jemanden, der Fotos Nein, macht von ich- dir. Nein, von nicht. Ich mache eben gar kein Foto von mir, aber von der anderen Person. Driton, befasst du dich so mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung überhaupt? Oder, Leistungsdruck oder irgendwie. Ja, ja, schon ein bisschen. Ich glaube, also auf der einen Seite muss ich, nur schon beruflich. Ich habe ja Verantwortung für andere Menschen. Das heisst, wenn die sich damit befassen, muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Weißt, wie viel Druck du ausüben, wie funktionieren die meisten Menschen, weißt, wie kannst du jemanden motivieren und. Das ist alles Teil von der absolut. Führung. Also ohne geht es gar nicht. Setze mich auch selber damit auseinander. Weil ich frage mich ja auch ganz oft, was motiviert mich? Oder wie muss mir das ja auch erklären, warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere und andere nicht? In der Hoffnung auch, dass wenn ich mich besser verstehe, dass ich dann nicht einfach meine eigenen Erwartungen auf eine fremde Person projiziere, die das vielleicht gar nicht mag leisten, die auch unfair ist. Oder ich glaube daran, dass jeder Mensch so nahe wie möglich an seinem wahren Charakter eigentlich am glücklichsten und am produktivsten ist. Also das Ziel ist immer, dass jeder eigentlich sich selber kann sein. Aber wenn ich natürlich ständig meine eigenen Erwartungen auf jemand anderes projiziere, dann zwinge ich wie alle, dass sie so sind, wie ich bin. Aber das ist vielleicht gar nicht gut für das, was sie möchten. Hast du höhere Ansprüche an dich selber als andere Personen? Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, das hat jeder nicht. Dass ich an mich selber schon viel, ich bin zu anderen Menschen schon netter und Als zu dir selber? als zu mir selber. Ich habe relativ einen hohen Anspruch, was Disziplin, probiere das ja auch vorzuleben. also, dass es jeder hat, würde ich jetzt nicht sagen. Das finde ich jetzt voll. auch nicht. Ich glaube nicht, dass das jeder... Ich finde, das macht die Person auch aus, weil sie Mhm. karrieremäßig vorantreibt. Weißt du? Wenn du sagst, du wirst mehr, du verlangst mehr von dir als jetzt von jemandem anders, das ist ein brutaler Mindset, finde ich. Also was glaubst du, wieso... In dem Fall, wenn du sagst, das hat jeder, glaubst du, das ist normal. Gehe ich jetzt mal davon aus, wenn ich jetzt mal frech assoziieren. Ja. Okay. Was glaubst du denn, wieso ist das normal? Dass die meisten Leute an sich höhere Anforderungen haben, weil sie ja schon irgendein Bild im Kopf haben, wer sie sein wollen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber die haben das schon. Weißt du, ob das dann noch so auf der anderen Seite nicht so ankommt, ist ja nochmal eine komplett andere Geschichte. Aber ich glaube, im Prinzip, oder, ob jetzt gelebt oder nicht gelebt, ist, wie gesagt, nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber im Kopf, mental, hat jeder das Gefühl, dass er von sich am meisten erwartet. Weder von anderen. Keiner wird daher auch und sagen, nein, ich erwarte von anderen viel mehr als von mir selber will. Ja, Glaube ich nicht. Ich wenn werde keinen dann finden. voll sicher. Nicht einmal die. Hast du jemals irgendjemanden getroffen, der gesagt hat, ich erwarte von anderen mehr als von mir selber? Ja, das ist gerade so direkt gesagt nicht, aber irgendwie gespürt. Ja, also ich hätte jetzt auch eher so... Ich glaube niemand traut sich das sagen. Ja. Ich glaube, es ist mehr das. Weißt du, viele sagen sich vielleicht, wieso sollte ich mehr machen als andere? Ja, voll. Ich glaube, wieso sollte ich mehr machen Das als jemand stimmt. anderes? Das stimmt, der Satz hörst du Der gehört mega, schon. mega. Und das ist ja dann in meinen Augen eigentlich genau das Gegenteil, was du jetzt gesagt hast. Darum habe ich jetzt voll gedacht, das finde ich... Weil ich habe in meinen Augen für mich selber auch eine viel tiefere Fehlertoleranz als bei gegenüber. Weil du musst immer auch noch höflich sein mit der anderen Person und das in einer korrekten Form dann auch so können mitteilen, hey, ich finde das, aus meinem Blickwinkel hätte ich das vielleicht ein bisschen anders gemacht. Und dir selber kannst du im Kopf sagen, oh, mach das richtig, wie kannst du das schon wieder falsch machen? Weil du kannst ja ehrlicher eigentlich schon fast sein zu dir, nicht nur schon fast, kannst ehrlicher zu dir selber sein. Mhm. Aber überleg mal jetzt deine eigene Aussage. Du hast gesagt, Leute sagen ja, wieso sollte ich mehr machen als andere? Ja, voll. Aber ganz oft in den Köpfen dieser Leute sind sie ja schon on par zu dem, was die anderen machen. Sie sagen ja nur, sie weigern sich nur Eigentlich schon, mehr ja. zu machen. Und du musst mir vorstellen, wie hoch ihre Erwartung an sich selber ist, dass sie sagen, weißt du was, ich bin schon auf gleichem Level wie jeden anderen, mag das aber einfach und relativ easy zu leisten. Ja, also- ich bin einfach nicht bereit, mehr zu machen als die anderen. Aber so Leute, Interessanter Blickwinkel, ja. aber so Leute kommen doch nie weiter im Leben, finde ich. Leute, die sagen, ich mache doch nicht mehr als ich sollte oder als die andere Person. Also ich habe nie so gedacht. Ich habe immer gedacht, ich will einfach das Maximum geben. Jetzt, wie du gesagt hast, du hast einfach immer deinen Job richtig gemacht, immer daran geglaubt und irgendwie automatisch ist immer alles gekommen, weißt du?
Und ich finde so Leute, die so ein Denken haben, schon falsch irgendwie. Also ich finde, weißt du, schlussendlich, du kannst nicht von jedem noch erwarten, dass er Nein, seinen gar eigenen nicht. Erfolg pushen möchte. Mich nervt es auch, also mich nervt Aber genau die Leute sind die nachher sagen, die nicht zufrieden sind. Echo, da habe ich sagen. Die sind nicht Mir gefällt einfach nicht, weißt, wenn du selber nicht Gas gibst und nachher das Gefühl hast, du möchtest Ja. erfolgreicher sein oder weiter sein irgendwo, Oh. das nervt mich. Das ist wie beim Abstimmen zum Beispiel. Weißt, in meinen Augen darfst du nicht dich politisch äußern. Meines Erachtens darfst du dich nicht politisch äußern, wenn du nicht abstimmst in der Schweiz. Wir reden, weil du hast eine Stimme, du kannst versuchen, irgendetwas zu machen, nur schon wenn du abstimmst. Wenn du nicht abstimmst, in meinen Augen hast du dann keine Berechtigung, um dich darüber aufzuregen. Meines Erachtens. Ja, also mal darüber aufregen darfst du schon. Du darfst dich über alles aufregen. Ja, eben, schlussendlich darfst du alles machen. Du darfst das Handy essen, wenn du willst. Mach, was du willst. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon, was ihr meint, aber ich finde, was wir ein bisschen aufpassen müssen, oder? Ich meine, es gibt einen Grund, warum ihr zwei jetzt da sitzen und nicht jemand anders. Also das heisst, euch ist das schon mal gegeben, dass ihr aus irgendeinem Grund mehr wollt, egal in welche Richtung. Oder? Dass ihr mehr aus eurer Zeit, mehr aus, oder? Du bist selbstständig. Weißt du, das ist ja schon ein gewisser Typ Mensch, der du musst sein musst. Sonst wäre das gar nicht zustande gekommen. Ja. Ich glaube, was wir am meisten aufpassen müssen ist, und das finde ich glaube ich, ganz oft auch nicht fair, ist, wir haben als Gesellschaft wie so einen Standard definiert, von was bedeutet Erfolg. Und mit dem Standard bin ich nicht einverstanden. Weil ganz viele Leute assoziieren Erfolg mit was? Mit Geld. Richtig, mehr Geld oder mehr haben, besseres Auto. Genau. Oder Ja. einfach mehr. Und ich glaube nicht, dass jemand, der mehr Geld hat, erfolgreicher ist als jemand, der weniger Geld hat. Absolut. Sehr gut gesagt, Oder? ja. Und darum, ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, weil ich habe jetzt, wenn ich jetzt von mir aus ausgehe, wer ist der erfolgreichste Mensch, den ich kenne? Oder? Und ich habe schon jenste Leute kennenlernen, Millionären und Milliardären und weiss nicht was. Der erfolgreichste Mensch, den ich kenne, ist mein Vater. Boah, ich kann auch mit meinem Vater im Hof gehen. Ja, Ja, voll. weil, weißt du, die anderen haben mit etwas, aus etwas mehr gemacht. Er hat aus nichts etwas gemacht. Ja, sehr gut. Oder? Der Sprung ist aus nichts etwas, finde ich, ist viel grösser als aus etwas mehr. Ja. Das ist so. Oder? Und dann hast du ganz viele Leute, die sind einfach auch zufrieden mit dem, was sie haben, mit dem, was sie möchten und wie sie leben. Und ich glaube, und das ist jetzt meine Definition von Erfolg, ich glaube, meine Definition von Erfolg ist, dass wenn du für dich entschieden hast, dass das Leben, das du führst, dass es langt, dass du längst, also auch ein bisschen an dich selber glauben tust, dann bist du der erfolgreichste Mensch im Raum. Wow. Also ich finde es sehr stark gesagt. Sehr stark gesagt. Absolut. Und ich kann mir nichts dazufügen, das würde ich sofort das unterschreiben. Ich finde sowieso, du musst einerseits dankbar sein Genau. und zufrieden mit dem, weil das ist aber das, was ich vorher versucht habe zu sagen. Ich finde, mir gefällt einfach nicht die Klägergesellschaft. Weißt du, immer alles beklagen, immer das ist scheiße, das ist scheiße. Wenn etwas scheiße ist, junger Mann oder junge Dame oder junge Person, dann versuch irgendetwas zu machen, dass es nicht mehr so scheiße ist. Bevor Findest du- immer hin und her. Ja, voll, sehr gut gesagt. Findest du nicht, Driton, dass momentan wir in einer Zeit sind, wo sehr viel nur am Meckern sind? Am Reklamieren fürs Leben, sie kommen nicht weiter. Hörst du das nicht oft? Nein, wirklich nicht. Ich weiß schon, was du meinst. Es gibt auch viele, die sich beschweren über vielleicht über die jüngeren Generationen und das einfach. Hey, look, ich glaube, kann ich mit so Fragen nicht so viel anfangen, weil mir das auch nicht gegeben ist. Also, weißt, das wäre ja irgendetwas, was ich rausspüren müsste. Ja. Ja, ich bin extrem schlecht in dem. Ja, es ist wirklich so. Das ist mir nicht gegeben. Also ich kann weder zwischen den Zielen reden noch zwischen den Zielen lesen. Das ist mir einfach nicht gegeben. Du bist halt ein Mann. Ja. vielleicht liegt es an dem. Aber was ich vor allem bin, ist fast obsessiv mit Daten und Informationen. Ja. Und Fakt ist, uns geht es so gut wie zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Und das ist ein Fakt. Ja, das ist Und so. du kannst jede Wertung nehmen, jeden Maßstab und auf die aktuelle Weltbevölkerung auslegen und es geht uns besser, weder zu jedem anderen Zeitpunkt in der Menschheit.
Das ist so, ja. Interessante Aussage. Und wenn du diesen Wert nicht glaubst, dann sind wir schon bei gespürt, aber dann wieder, oder? Dann hat es vielleicht mehr mit dir zu tun als, weißt, oder vielleicht der Bubble, die dich gerade... Es ist halt immer auch, Das ist so. man sagt ja auch so schön, trau nur der Statistik, die du selber gefälscht hast, oder? Das sagt mir gerade so einem Datenmensch, das hast du sicher schon mal gehört. Ja, sicher. Aber ja, wenn du das so sagst, hat auf jeden Fall was, ja. Riton, du hast so viel. Du hast eigentlich, ich weiß nicht, ob ich dich das jetzt so jetzt frage, aber ich frage jetzt einfach. Wir sind hier ja in einer offenen Runde. Du hast ja so viel Wissen jetzt in diesen Jahren schon können dir aneignen. Hast du nicht mal überlegt, etwas selbstständig zu machen und nicht unter dem. Also du bist ja immer noch, eigentlich, ober dir ist ja noch jemand. Du schaffst ja für einen Konzern, oder? Das ist ja schon richtig. Hast du nicht mal überlegt, so etwas? Weil mittlerweile finde ich auch, machen sich sehr viel selbstständig. Also ich erlebe das auch oft, oder siehst du das nicht so? Ja, ich weiß, was du meinst und das ist wirklich so. Aber ich für mich nie. Ja. Und das hat vielleicht auch ein bisschen etwas mit der Kindheit zu tun, aber was ich immer wollte sein, ist Teil von einem System und nachher aber das System zu verändern. Sehr gut, ja. Zu verbessern. Nach deiner Interpretation zu verbessern. Weißt, ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Also nicht neugierig im Sinne von, dass ich mich interessiere, was andere Leute machen, sondern neugierig im Sinne von, wie funktionieren die Sachen. Ja. Und noch ein bisschen alte Schule in dem Sinne. Ja, genau. Ja. Und ich finde etwas vom Befriedigendsten, was ich dürfen lernen, jetzt auch Teil sein von einem Konzern, Teil sein von einem internationalen Konzern. Ich meine, wir machen fast 12 Milliarden Umsatz im Jahr. Also so ein Milliardenkonzern ist es, hinter den nächsten Vorhang zu schauen. Ja, weißt, und jeder absolut. hat das so ein bisschen. Weißt, du schaust an ein grösseres System und denkst, so wenn ich weißt, wie funktioniert das dort? Und wie funktioniert es nach dem nächsten Vorrang? Und wie funktioniert es nach dem nächsten Vorrang? Und dann, wenn du auf die andere Seite vom Vorrang dürfen wechseln, dann nachher auch dürfen mitentscheiden, wo einen Einfluss hast über eine grosse Anzahl von Menschen. Oder ich könnte jetzt etwas aus dem Nichts starten und bin dann für mich verantwortlich. Aber das habe ich noch nie gut können. Für mich verantwortlich sein. Was ich schon immer gut kann, als höchstes Pflichtbewusstsein ist, als Teil von einem Team funktionieren. Oder? Zur Verbesserung des gesamten Teams. Oh, ja. Ja, sehr gut aus. Also ich finde, deine Frage ist fantastisch, junger Mann. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, Leute mit intrinsischer Motivation, wie ich das Gefühl habe, ich kenne dich ja nicht so lange, nicht so lange meine ich irgendwie 63 Minuten oder so irgendetwas. Wie lange es immer jetzt schon geht, vielleicht eine Stunde oder so. Ich finde, Leute mit intrinsischer Motivation sind eher gemacht für Selbstständigkeit. Darum finde ich deine Frage gut und interessant auch deine Antworten darauf, weil ich glaube, du bist einer, wo ich mir vorstellen dass das ein oder andere wirklich verdienen könntest. Aber findest du nicht? Aktuell, wenn, also ich erlebe das, ich lese auch und ich sehe auch, oder bei mir kommen viel gerade Startups, die Sachen fotografiert haben für ihre Produkte und so weiter. Es gibt ja immer mehr Selbstständige, die es probieren wollen. Die Arbeiter gehen ja nicht aus. Also, wie sieht es bei euch aus? Also, haben ihr Probleme mit Leuten überhaupt zu finden? Gute Leute? Nein, die Situation hat sich ja auch jetzt stark verbessert. Also wir haben gerade heute wieder einen neuesten Bericht bekommen von der Nationalbank, so ein bisschen Konjunkturprognose Schweiz. Und das ist direkt während Corona ist ja ganz extrem gewesen, haben sich ja alle beschwert. Und jetzt mittlerweile hat sich das auch ein bisschen wieder ein bisschen normalisiert. Ich glaube, das ist halt auch wie so, oder die Wirtschaft funktioniert ja ganz oft in Wellen. Und je nachdem, ob du zuoberst oben auf dieser Welle bist oder zuunterst unten auf dieser Welle, nimmst du das anders wahr. Ich glaube, das hat sich eigentlich recht stark normalisiert. Ich stelle das nicht fest, dass wir dort massive Probleme haben. Aber es gibt effektiv zu wenig Fachkräfte in ganz vielen Bereichen. Ich kann jetzt nur für unser Unternehmen, respektive für unsere Industrie reden. Es gibt gewisse Spezialisten, die gibt es gar nicht. Weißt, alles im Bereich Artificial Intelligence. Technologie gibt's ja erst, also Technologie ist ja erst seit irgendwie einem halben Jahr kommerziell nutzbar. Ich meine, wie viele AI-Spezialisten soll es geben? Ja, das ist immer lustig. Ja, ich finde das immer lustig, wenn ich all die oder auf LinkedIn oder all die Prompt-Engineers, die jetzt irgendwie aus allen Löchern kommen und sagen, was genau hast du vorher gemacht, dass du jetzt aus einem Prompt-Engineer bist?
Auf jeden Fall sehr interessant. Aber ja, du, Corona hat sowieso viel. Ja, sehr vieles von mir. Wir hatten viele Leute gehabt, die ihr Leben immer. Also, weißt du, die Manuela ist ja wegen Corona gekommen, von LA, Nadine ist gekommen. Ja. Also, was Corona. Hat ja nicht nur negative Sachen gehabt. Ja. Gut, was Corona halt positiv beeinflusst hat, ist noch so das Flexwork, Homeoffice-Thema. Ja. Ist früher ist die Schweiz ja sehr konservativ gewesen, in den meisten Branchen. Und da jetzt viel. Haben die da einen grossen Wandel gemacht? Sind die vorher schon modern gewesen, so Flexwork, Homeoffice und so? Ja, nein, vielleicht. Also, wir sind schon sehr Richtige modern. Aussage von einem Ja, Vorstandsmitglied. Kann ich Lohnerhöhung gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Das ist ja. Corona hat das schon sehr stark bei uns auch verändert. Also wir haben relativ früh, und du hast auch müssen, das Lustige ist, vieles hast du gar nicht können umsetzen während Corona. Das ist schon zu spät gewesen. Du musst dir vorstellen, so eine Digitalisierung, die hat nicht während Corona angefangen. Also auch so eine Homeoffice-Regelung ist extrem schwierig umzusetzen für gewisse Unternehmen. Weil halt vor Corona noch sehr viele Desktops braucht. Ja, also du hast wirklich einen fest installierten Arbeitsplatz gehabt, da bist du hergegangen, hast auf den grossen Kasten gedrückt, dann ist es losgegangen. Wir haben schon vor Jahren, also lang bevor Corona, haben wir eigentlich von Desktop auf Notebooks verwechseln. Und darum ist es dann, wo es dann so weit war, ist für uns eine Transition viel einfacher gewesen. Das heisst, wir haben die Leute effektiv heimschicken und die Leute können weiterarbeiten. Das war natürlich extrem praktisch gewesen. Wir haben dann aber auch gewisse Erfahrungen gemacht während dieser Zeit. Die allererste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, auf der einen Seite, die Leute sind extrem committed. Weil das ist ja immer so ein bisschen das, die meisten oder viele Unternehmen trauen ihren Mitarbeitern eigentlich gar nicht. Oder wenn sie daheim sind und sind noch am Schlafen oder machen nichts oder sonst irgendetwas, haben wir alles nicht erlebt. Und das jetzt auch faktenbasiert. Kann ja sein, dass es so war. Ich bin ja nicht bei ihrem Heim schauen. Aber faktenbasiert. Wir haben über 3-mal mehr Anrufe und Mails oder sonst irgendetwas bekommen während dieser Zeit. Oder? Immer noch das gleiche Personal, wo das aber auch mögen verarbeiten. Wir haben jede Bestellung zu jedem Zeitpunkt, jedes Telefon zu jedem Zeitpunkt mögen verarbeiten. Das heisst, die Leute sind extrem committed gewesen, auch in dieser Krisensituation zum Unternehmen. Okay. Und das hat bei uns dann schon auch ein bisschen das Vertrauen geschaffen, hey, die wollen. Ja, oder? Und die sind auch produktiv daheim. Und die zweite Erfahrung, die wir gemacht haben während Corona, ist, dass wir Regeln brauchen. Weil du hast wie so zwei Seiten, oder? Homeoffice. Und das ist, die eine Seite ist dann halt eben um 4 Uhr schon offline oder mal die Kamera nicht eingeschaltet oder weißt, so das ganze Zeugs. Und dann hast du aber die drauf mal am 12 Uhr in der Nacht noch irgendwelche Mails schreiben oder sonst irgendetwas. Weil die Arbeit halt auf dem Die Highlights. die Highlight, oder? Genau. Und wir haben dann Regeln eingeführt. Wir haben das ganze Konzept eingeführt, New Work Style, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen ganz klar definieren, von wie wird miteinander gearbeitet und wann wird miteinander gearbeitet, wie wir priorisieren, weil ich das wie nicht wollte. Das ist nochmal eines von meinen wichtigsten Themen, ist eigentlich, dass die Leute bei uns eine sinnvolle Aufgabe können erledigen können und dass sie sich innerhalb von unserem System können entfalten können. Aber was wir nicht wollen, ist irgendwie, dass die Leute dass die Leute verbrennen. Ja, genau. Ja. Oh, sehr Ja. schön. Kontraproduktiv. Ja, genau. Und das Coole ist, dann das Ergebnis daraus ist Workation. Auf das bin ich am meisten stolz. Wie meinst du Vacation? Von der Ferien aus. Ja. Ah, Wenn dann nachher irgendwann, wo wir genug sicher waren, dass das Thema Work-Life-Balance und Homeoffice funktioniert, ist ja dann irgendwann schon mal die Idee gekommen, ja, eigentlich spielt es ja gar keine Rolle, ob ich jetzt daheim bin oder ob ich in Süditalien bin oder irgendwo im Balkan oder sonst irgendetwas, spielt ja gar keine Rolle, solange eine gute Internetverbindung ist. Sehr gut. Und haben dann das testen und das wird auch recht oft genutzt. Hast du da implementiert? Das ist die Idee, nein. Also die Implementierung hat dann nachher ich gemacht, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber die Ursprungsidee war von meinem Vorgänger, vom Tom. Da ist aus mir gekommen, so, hey Driton, was meinst du, Workation, das könnte noch etwas sein. Weil ich zu dem Zeitpunkt schon im Management war. Dann haben wir das im Management besprochen. Ja, wir wissen nicht. Und was bedeutet eigentlich Workation? Weißt, wie sieht das rechtlich aus? Das hat es alles noch nicht gegeben. Mittlerweile gibt es ja relativ gute Guidelines, wie man das umsetzen könnte. Gut. Und haben dann einfach gesagt, hey, wir probieren es doch einfach. Weißt du, was das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Wir probieren es, wir schauen, ob die Leute gut reagieren auf das und dann nachher Feedbacks abholen, wie es sich angefühlt hat. Und also für viele, gerade
in Europa ist es natürlich eine mega coole Geschichte. Ja. So gut, so gut. Und was ist mit befasst ihr euch schon mit künstlicher Intelligenz? Also, wie sieht es das bei euch aus? Ja, sehr intensiv. Also künstliche Intelligenz ist ja nicht nur mir, sondern ich glaube die ganze Branche. Wir haben ja auch schon in diversen Podcasts so ein bisschen über das Thema geredet, den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und du siehst es, glaube ich, als erstes, oder? All die Content Creator, also künstliche Intelligenz im Bereich Content Creation ist sicher am weitesten fortgeschritten und am besten auch kommerziell nutzbar. Dort haben die Leute jetzt schon Möglichkeiten, die es früher gar nicht gegeben. Ich glaube, auf der einen Seite ist so der technologische Aspekt und der gesellschaftliche Aspekt von künstlicher Intelligenz, der einen Einfluss auf uns wird haben. Aber ich kann euch mal vielleicht spannende Zahlen geben. Und zwar geht es ja darum, wie groß ist künstliche Intelligenz. Oder? Die Frage ist das jetzt so ein bisschen, das ist dann so ein Trend, oder ist das die weltverändernde, menschheitsverändernde Technologie? Oder? Und die Frage ist wie nicht abschließend geklärt. Also wir sind der Meinung, es ist so ein bisschen the next big thing. Und sind ganz viele dieser Meinung. Aber auf was stützen wir so eine Aussage? Und wenn ihr euch anschaut, und wir nehmen mit 100 Millionen User als Zahl, was haben das Gefühl, wie lange es gegangen ist, bis das Internet bei 100 Millionen Haushalten war? Also zeitlich gesehen? Zeitlich gesehen. Weißt du, es geht darum, wie schnell wird eine Technologie adaptiert. Vielleicht 10 Jahre. Ja, 10 Jahre, ja, würde ich auch sagen. Ja, mehr als 10 Jahre. Ja. Was haben das Gefühl, wie lange ist es gegangen, bis Facebook 100 Millionen User gehabt? Irgendwie 15 Jahre oder so. Nein, sie sind schon schneller gewesen. Okay. Ja, sie sind schon schneller gewesen. Irgendetwas so bis 6 Jahre. Was haben das Gefühl, wie lange es gegangen ist, bis ChatGPT 100 Millionen User gehabt hat? Ja, ich glaube, Ein halbes Jahr oder so. Ja. 3 Monate. 3 Monate? Noch nie. Also, 3 Monate, 100 Millionen? Ja. Noch nie, ich glaube zwischen 3 und 6 Monaten. 6 Monate ist späteste jetzt. Ja, ohne dich darauf zu behaften. Ja, ohne mich darauf zu behaften. Aber maximal ein halbes Jahr. Bis 100 Millionen User. Und einfach, dass man sich das muss vorstellen im Verhältnis zu anderen Technologien, die eingeführt wurden, ist, wie schnell und wie gewaltig das gekommen ist. Und wenn ich auch anschaue, wie schnell als die Leistung steigt, was AI effektiv... Und das nur mal auf technischem Level. Wir reden noch nicht über gesellschaftlich, über Use Cases, über so irgendetwas, sondern Sachen, die man effektiv messen kann. Oder? Nur schon auf technischem Level, wie schnell der Fortschritt war, jetzt in den letzten 6 bis 12 Monaten, oder? Von Launch zu 100 Millionen User, ein halbes Jahr. Und jetzt ein halbes Jahr später, jetzt ist es langsam kommerziell nutzbar, zu heute, was die technologische Entwicklung ist, nur schon im Content-Creation-Bereich. Absolut. Also, Bilder, Content. Also jetzt, ich habe gerade heute vorher Idee, oder ich habe meine Stimme geklont vorher. Ja. Und also die tönt 1:1 und ich kann auf Chinesisch reden und auf Japanisch und auf perfekt Englisch. Ich bin am Laptop, plötzlich hörst du raus. Und ich habe 10 Stutz gezahlt für das. Ja, ich weiss. Wie heisst es? Wir haben auch schon ein paar Monate... 11 Lab. Ja, nein, wir haben, glaube ich, ein anderes Tool mal gebraucht. Also eigentlich, ich könnte jetzt deine Klon, jetzt mit dem Podcast deine Stimme klonen und dann irgendwo in die Geschäftsleitung nur sagen, gib mir 100'000 Schüsse. Nein, es ist Wahnsinn. Ja, alles schon passiert, ja. Habe ich auch schon WhatsApp-Nachrichten bekommen. Ja, gell, aber eine gewisse Stufe bist du natürlich besonders attraktiv für irgendwelche Cybercrimes. Und das gibt es bei uns schon auch, dass du ab und zu mal irgendeine Nachricht bekommst, wo irgendjemand vorgeht, irgendein anderes Vorstandsmitglied oder sonst irgendwas, so Leute mehr an. Dann Leute schaden, dann sagt irgendeine Stimme überweist 100 Millionen. Also aber was kann man gegen da, weißt du, wie willst du das ausfindig machen, dass es jetzt nicht die Person ist? Also bei mir jetzt eins, das hat gut tönt. Ja. Cybersecurity. Also weißt du, ich glaube, die 3 grossen Themen rund um AI sind auf der einen Seite Artificial Intelligence im technologischen Sinn, also die Entwicklung von Artificial Intelligence. Das kann man kontrollieren, im Rahmen behalten. Richtig, dann Kontrolle, also im Sinn von Vorschriften, Governance-Themen. Der letzte Punkt ist Cybersecurity. Also das ist exponentiell, wie sich das entwickelt. Ja. Weil du kannst gute Einsätze oder schlechte Einsätze nutzen. Oder die Bad Guys, die haben dann nachher auch Artificial Intelligence und die sind nun mal viel, viel schneller als alles, was du jemals gesehen hast. Ja. Aber schwierig damit halt, ja. Jetzt bald machen wir Podcast auch auf Chinesisch.
Ja. Weißt du, dann ich mir gerade im Fall genau heute überlegt, wo ich deine Stimme auf Japanisch ist ja vorher gewesen. Ja. Wo ich seine Stimme auf Japanisch gehört habe, habe ich gedacht, wie interessant wäre es echt, wir zwei machen den Podcast mit AI. Also, Ja, weißt du, voll. so, wir reden und als Partner Ja. das Programm. Voll. Weißt du, das Programm uns Antworten gibt, wir stellen dir irgendwelche Fragen. Ah, das wäre interessant, ja. Das haben wir im Fall vorher genau überlegt. Machen wir das mal einfach eine Folge. Ja, das, Wir machen den Podcast oh mein Gott, ich habe einen ChatGPT. Content Creator Spruch. Erzähl. Schreibt doch in die Kommentare, ob das spannend wird finden. Absolut. Erste Mal haben wir das Ja, gesagt. das Wir sind ist voll die schlechtesten Vermarkter. Wir sagen das nie. Folge. Gerne an dieser Stelle folgen auf Spotify, YouTube und Like it, Apple kommentieren, Music. teilen. Voll. Sagen wir einfach nie. Hammer. Danke, Triton. Wirklich sehr, sehr spannend. Mega. Sehr inspirierende Sachen, die du erzählt hast. Sehr Sehr spannend. viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dich auch gut dabei gefühlt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist wirklich gut gewesen. Was ja, denkst du so als Schlusswort an unseren Zuschauer, Zuschauerinnen? Kannst du etwas ihnen erzählen? Vielleicht hau so ein riesen Zitat raus. Für heute hast du es schon ein paar Mal inspiriert, aber vielleicht kannst du noch so als Abschluss noch etwas mitgeben. Hey, Tschüss. Los it, lose die Podcast, kannst du auch sagen? Nein, ich habe etwas, was mir wirklich wichtig ist, was ich glaube, es allen möchte mitgeben, ist, interessiert euch für das, was ihr möchtet. Es muss Sehr euch wirklich interessieren. Weil wenn es euch nicht interessiert, das wird jeder merken. Aber wenn ihr euch für die Themen, weißt du, Ja, you have to absolut. care. Oder? Egal was du machst, interessiert dich dafür, was du machst. Hammer, sehr Sehr schön. sehr gut. Sehr schön. Danke dir vielmals. Ja, meine Wirklich Leute, Spaß meine Damen und Herren. Der Triton aus dem Bündnerland. Ich bin froh, schon immer noch Ping-Pong spielen. Thank you Zweite so Karriere, much. Olympiade Ping-Pong-Profi. Yes, Yeah. baby. You know, bis Sind nächste back. Woche. Los Aha. sind wieder drin. Aha, Das stimmliche war's, Salam vom Blues. Woo, Skuru Papa. Hey, ciao ragazzi, bleibt gesund. Küsse euch Eltern auf Stirn. Ciao zusammen. Talk it like Loose D.